Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Final Fantasy VII auf Pelzig. In der letzten Episode hat so ein kleiner Ruckler gegeben und ich bin wahrscheinlich mit der Zeit, jetzt wo ich die Aufnahme gesehen habe, dass es insgesamt 12 Minuten waren und die Sequenz dürften auch nicht länger als 3 Minuten gewesen sein, sodass wir eine sehr kurze Episode leider nur gehabt haben. Und das ist so leider etwas schief gegangen bei der Aufnahme, weil ich diese Cutscene, diese Videosequenz mit Aeris und Sephiroth wirklich nicht habe aufnehmen können. Da mich die Playstation am Aufnehmen gehindert hat. Ja, da musste ich das Ganze jetzt nochmal nachträglich reinbasteln. Und ich habe die Zeit ein bisschen außer Acht gelassen. Und dafür die Sache machen wir heute 25 Minuten als Ausgleich. Jetzt mal alle gut zuhören. Ich bin der Volk. Ich bin die Volk. Ex-Soldat aus Nibelheim. Ich will mit dem Sephiroth abrechnen. Kommt mir bekannt vor. Ich bin freiwillig hier, zumindest habe ich das gedacht, aber um die Worte zur Sache habe ich Angst vor mir selber. Ich verstehe mein Verhalten oft selber nicht. Zum Beispiel, als ich Sephiroth die Schwarzmaterie gegeben habe. Hätten er mich nicht abgehalten, wäre die Aeris wahrscheinlich. Das ist etwas in mir. Ein anderes Ich. Deswegen soll ich die Reise beenden, bevor ich was Schreckliches mache. Egal, ich bin dabei. Er hat vor 5 Jahren mein Dorf zerstört, die Aeris getötet. Und jetzt will er den Planet kaputt machen, das verzeih ich nie. Sephiroth. Ich geb nicht auf. Du noch mal einen Gefallen? Komm da mit. Damit ich keine Dummheiten mach. Weiß nicht, Mann. Ich weiß nicht, wie die Aeris der Planet vom Meteor retten wollt. Und ich glaub, wir werden es niemals erfahren. Aber wir gibt noch eine Chance. Was ist denn das bitte für Deutsch? Wir haben noch eine Chance. Wir müssen uns die Schwarzmaterie zurückholen, bevor das Sephiroth sie benutzt. Los geht's. Ende von Teil 1. Spiel speichern natürlich. Da hat man normalerweise dann früher einen Diskette, einen CD-Wechsel vornehmen müssen. Und da hat man die neue CD einlegen müssen vom Spiel. Jetzt sind wir wieder am Anfang von der Stadt. Welchen Weg hat denn der scheiß Sephiroth genommen? Da kann er sich noch daran erinnern, oder sieht's als Vision vor sich, besser gesagt. Hey, alles okay? Sephiroth hat gesagt Richtung Norden, über die Schneefelder. Ihr liebe Leute, jetzt dürften wir bei so circa 50% sein, weil jetzt haben wir erst die erste CD fertig. Und damals waren das, glaube ich, auch nur 2 Spiele-CDs, die man gehabt hat. Aber den Weg bin ich auch noch nicht gegangen. Da würde ich auch noch mal ganz gern hingehen, um zu gucken, ob ich da nicht noch irgendwas verpasst habe. Kann ich da nicht noch irgendwas machen? Ich erinnere mich irgendwie vage daran, dass man sich da hat hinstellen müsse. Aber anscheinend löst es hier nichts aus, wenn ich was mache oder zum Machen versuche. Ach ja. Das war noch Zeiten, wo man früher die CDs hat wechseln müssen, weil man bestimmte Story-Abschnitt erreicht hat. Großartig. Das habe ich schon fast vergessen, bis es eben aufgetaucht ist mit Ende von Teil 1. Ah, da springt er die Sponkilus-Treppe hoch. Da kennt er nix. Und ohne war aber noch etwas, wo ich hier wollte. Moment, da rennt er automatisch hier. Kann ich da runterhupsen, oder? Ah, da kann ich doch entlang gehen. Nee, da geht's nicht da lang. Ich wollte aber noch zu der Truhe gehen. Und hier sind wieder Zufallskämpfer. Was ein Zufall. Ja. Dummes Zeug gebabbelt. Was seid denn ihr für welche Trickspiel? Abwasserkanal. Und auf das Sit, das hat ihn wahrscheinlich jetzt gecrashed. Ja, das hat ihm das Leben gekostet. Ich habe mich dummerweise nur im Kampf mit Jenova Leben nämlich geheilt. Und ich sage, ich hole das jetzt dringendst noch. Leider sind jetzt auch im Sit ist jetzt im Sit Limit-Attacke vor der Arsch. Die können wir jetzt nie mehr verwenden. Grrr.
Aber dafür haben wir von Jenova Leben Level 4 Selbstmord. Na, herzlichen Glückwunsch. Feintechnik Level 4 Selbstmord erlernt. Hat das Sid gekillt? Nee. Okay, dann sollten wir aber nochmal alle Heiler. Und Sid, du kannst dann Ausrauber. Ja, und von Jenova Leben haben wir tatsächlich auch noch eine Feintechnik erlernt. Aquanell oder wie das Käse hat. Ich guck gerade mal noch. Und da haben wir das Aqualung. Wenden wir es doch einfach mal an. Ui, das macht aber ganz schön viel Schaden. Und zieht auch viel MP ab. Okay. Hypersprung erhalten. Sehr gut. Megasprung war sein voriges Limit Attack. Und, ja, jetzt ist er auf Level 2. Ich würde sagen, Emo lassen wir noch sein... lassen wir einfach noch sein Limit-Attacke verwenden. Und dann dürfte das auch passen. So, ich will aber noch... Da will ich hier. Nein, Cloud. Spring doch da ab. Mensch. Hier runter. Da. Mensch. Typ. Das gibt's doch gar nicht. Da. Wenn ich noch rechts drücke irgendwie... Dass er nicht einfach mal zwischendurch da runterspringen kann. Das ist doch auch ein Hammel, der Kerl. Ach Mensch, ach Mensch. Na gut, dann müssen wir wohl vorher nochmal so heilen, die Sache. Und wir können genauso gut auch einen Turbo-Äther verwenden. Dann haben wir nämlich das auch gelöst. Okay. Wenn es leider nur so geht. Mist. Das macht er wieder auch automatisch hier das Rumgezappel. Ja, jemine, ich bin irgendwie wo ganz anders anscheinend. Das macht mich fertig hier gerade, die Stadt vom alten Volk. So, Barrett, du schmeißt eine Granatreihe und Sid, du schmeißt Dynamit in die Runde-Reihe und Cloud, Level 4 Selbstmord, Gefahrzwerkzustand für jeden mit Level 4 Faktor. Ah, nicht schlecht. Das heißt, wenn du zum Beispiel Level 8 hast oder so, dann bist du betroffen. Satellitenstrahl erhalten und Betäubungspfeil haben wir auch noch gekriegt. Okay. Dann täte ich aber jetzt Sarah. Der Barrett kann sogar schon prüfen. Greift einen Gegner an. Okay, ich würde sagen, wir machen mit Barrett das Limit und Sid hat noch ein Limit. Na gut, dann gehen wir hier weiter. Das ist auch toll gemacht mit der zerrissene Höhle hier. Da können wir hochklettern in deine Risse. Gehen wir mal nach rechts. Moment. Wie machen wir das dann? Moment. In der Spalte können wir hochklettern. Da kann er aber nicht hochklettern, okay? Da kann er. Dann gehen wir mal links raus. Und machen das so. Und gehen hier rechts. Runter. Und dann links raus. So, dann haben wir nämlich hier die Hypnokrone. So. Ich nehme mal an, das ist ein Ausrüstungsgegenstand. Erhöht Erfolgsquote beim Manipulieren. Na gut, das brauchen wir eigentlich derzeit nicht, weil wir Manipulieren so gut wie gar nicht einsetzen. Und ich mag jetzt erstmal links, dann mag ich hoch und da mag ich rechts raus. So, das Hammer. Mega-Elixier, sehr schön. Dann mag ich jetzt links nochmal. Dann mag ich gegen den Zufallskampf noch bestehen. Oh, mir haben sie von hinten verwischt. Was sind denn das für Viecher? Oder seid ihr von hinten verwischt? Nee. Alle Gegner Grimmwache. Ich mag das, wenn Grimm vorkommt. Machen wir Komet auf dich in der Mitte. Der Wurf von Sid ist immer etwas lächerlich, wie ich finde. Aber die haben anscheinend eine sehr große Abwehr, die Bursche. Erbarmungsloser Stab. Okay. So, Cloud, dann machst du jetzt fertig.
Oh, die scheinen sehr, sehr gut die Verteidigung zu haben, die Knaber. Die müssen wir wohl mit ganz normaler, ordinärer Angriffe ausschalten. Sehr gut, hat sich das echt gelohnt, in Barret das Accessoire zu geben, dass der so gegen Wasser- und Eisattacke immun ist und sogar davor geheilt wird. Das ist sehr gut. Schrumpfer haben wir auch noch gekriegt. Okay. Ich mag hier hoch und dann mag ich hier links raus, ja. Und ein Blitzarmband haben wir auch noch gekriegt. Ja, geil. Drachenarmband absorbiert die Hälfte bei Feuer, Eis und Blitzschaden. Und das Blitzarmband, das erhöht auch immens und ist genauso gut von der Fassung wie das Goldarmband und absorbiert Blitz. Das ist sehr gut. Dann sind wir jetzt, ist jeder gegen irgendein Element gefeit und absorbiert es sogar. Okay, spitze. Jemand da links? Ich finde es ach so toll gemacht mit dem Wandgekletter. Hätten sie sich definitiv immer was schönes einfallen lassen. Hier gehen wir jetzt erstmal runter. Das macht er automatisch schon. Ja, ich finde definitiv für jedes Gebiet lassen die sich durch echt was schönes einfallen. Ach, wenn manche Tracks immer wiederholt werden. Manche Tracks immer wiederholt, das ist auch blöd formuliert. Materia Zauberplus, das nennen wir doch gern. Ja, ach wenn viele Musikstücke an verschiedene Sachen vorkommen und sozusagen ihren Wiedererkennungswert haben, ist es trotz allem sehr großartig gemacht. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Gehen wir hoch. Ah, das müssen wir jetzt selber machen, das Hochklettern. Ja, natürlich könnte jedes Level auch seinen eigenen Track haben, selbstverständlich, aber manchmal ist es auch wirklich einfach nicht notwendig. Ich finde, durchlassen sich solche Dungeon-Tracks auch sehr gut wiederholen. Kraftkapsel, sehr gut. Das verwenden wir doch gleich. Uno momento, por favor. Kraftkapsel, und zwar für das Sid. Der ist nämlich allein schon der stärkste Charakter hier im Spiel neben dem Cloud. Und ich finde, den können wir durchaus aufpumpen, dafür, dass der relativ spät erst in die Gruppe gekommen ist. Jetzt sind wir wieder auf der Weltkarte. Und müssen über die Schneefelder weiter nach Norden. Okay. So kommen wir natürlich auch noch nicht um hier. Aber was ist dann das für ein goldiger? Was bist denn du für einer? Springhase. Hechtkick. Hechtkick, das ist so der Vorläufer vom Hashtag gewesen. Manometer, da habe ich aber echt schlechte Witze parat. So, dann noch 480 AP, alles klar. Beim Sid wollte ich sowieso noch einrichten, der Level 2. Dann den ich nochmal ganz kurz Barret mit Yuffie tausche, weil ich doch schon etwas länger was im Gepäck habe, was ich in der letzten Episode eigentlich auch noch erledigen wollte. Weil ich glaube, es ist für sie. Oh, wo ist es denn? Wo haben wir es dann? Ist da nicht irgendwo das Kosmoflammer? Haben wir das nicht noch irgendwo im Gepäck? Turbo-Ether, bla 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 bla. Kosmoglut. Oh wow, I'm totally clueless. Okay. Für wen ist dann das? Für wen ist dann das? Für die Tiefer vielleicht? Probieren wir es noch einmal. Kosmoglut. I've got the wrong person. Okay. Warum auch immer das auf Englisch ist, das interessiert mich echt dann auch sehr. Okay, der Red vielleicht, weil Cosmo und Cosmo Canyon und Pipapo. I don't get it. Okay. Ich habe echt gedacht, es wäre für die Yuffie. Dann vielleicht der Kite Sith. It's got nothing to do with me. Okay. Der Winnie. Winnie will es aber, glaube ich, auch nicht. There's nothing to do with me. Okay. Na dann. Schuldigkeit. Ich habe gedacht, es wäre definitiv für die Yuffie, aber es kann auch sein, dass es erst ab einem bestimmten Level vorkommt und dass man es dann ab einer bestimmten Limit-Technik beibringen muss. Erst wenn sie so bestimmt die Limitstufe erreicht haben, weil dann das zweite leer bleiben wird. Got nothing to do with me. Then me give it someone else. Okay, alles klar. Ach, sehr interessant, dass hier so ein immer grüner Fleck ist.
Was lauert hier wieder im Schneefeld auf uns? Ein eisiger Wolf. The Bandersnatch. Ist das nicht von Alice im Wunderland? Nee, Quatsch, das war der Jabberwocky. Aber der Bandersnatch war auch bei Alice im Wunderland, wenn mich nicht alles täuscht, oder? War der Bandersnatch nicht diese große, hundeartige Kreatur? Ich glaube schon. Also jeder von euch, der Alice im Wunderland kennt und mag, gebt mir doch gerade Bescheid, aber ich glaube definitiv, dass der Bandersnatch aus Alice im Wunderland die hundeartige Kreatur ist. Ja, 3 von denen. Na prima. Okay, Cloud. Wie sieht's dann aus? Mach doch mal eine Aqualung. Klingt irgendwie, als wären wir am Ersaufen, die Aqualunge. Und? Uiuiuiuiui, das reißt aber ganz schön schade. Das ist heftig, also wirklich Respekt, dass man das noch von Jenova Leben gelernt haben. Da bin ich sehr, sehr froh drum, muss ich sagen. Und da aber sehe ich hier einen weißen Punkt wieder. Da müsste es Siedlung oder ähnliches sein. Ja, ich sehe sie schon. Ich sehe schon die Häuser. Und natürlich nochmal direkt vor der Siedlung. Was lauert dort auf uns? 2 Bandersnatch lauern dort auf uns. Schnappt sie euch. Die haben wir auch schnell durch. Die sind ja kein Problem. Sogar ge-one-hitted, wenn man einmal kritisch trifft. Das ist doch was. Na alle, Gewitter hat Level und Kälte hat Level. Ja, geiler Scheiß. Jetzt können wir doch Eis 3 und Blitz 3 verwenden mit der Materie. Jawohl, Angriff mit Eiszauber, Angriff mit Blitzzauber und das auf 3. Stufe. Sehr geil. In anderer Final Fantasy kann das dann Eis, Eis Ra und Eis Gar. Dann hier ist also immer Ra und Gar auf 2. und 3. Stufe. Jetzt können wir auch mal wieder ein bisschen Bummle gehen, die Sache. Haben wir schon lange nicht mehr gehabt. Opa, wach auf, wir haben einen Kunde. Willkommen, schön, dass du gekommen bist. Geil, Organics. Das nehmen wir doch. Drachenkralle, nee, den Mikrolaser, den nehmen wir sehr gern. Und was gibt's für das Sit? Die Frostaxt, die ist etwas schlechter. Das heißt, das lassen wir erstmal sein. Und ich steht Sarah, wir können uns mittlerweile sehr viel leichter, weil wir auch beim Uff-Leveler an sehr viel Zeich gekommen sind, an sehr viel Gildra gekommen sind. Dann rüsten wir uns jetzt mal aus. Organics, das erhöht um 11 der Angriff und um 3% unseren Angriffsprozent. Und N-Materia, Fassung, hat es auch noch mehr. Was nehmen wir dann da dann mit dazu? MP-Absorption, die Sache. Das ist nämlich sehr, sehr praktisch, gerade für Cloud, der viel am Heile ist und so. Könnte das wirklich was bringen. Barrett, Kettensäge wird aufgemotzt zum Mikrolaser. Das bringt auch wieder 11 mehr und 1% mehr Angriff. Dazu noch Erfassung mehr und da packen wir doch gerade die Shiva wieder mit rein. Das Sit, das war's erstmal. Und Armbänder haben wir, glaube ich, auch derzeit so ziemlich das Beste. Aber in der Materialade, sofern existent, den ich auch nochmal gern rein. Was ist denn das hier für Labor? Das geht dann hier ab. Ja, da können wir nichts wirklich machen. Da können wir runtergehen. Nur irgendein Turboether und irgendein elektronisches Bett haben wir hier. Und wie geil da links sehen wir, wie der Baum da rauswächst. Das ist auch sehr, sehr cool gemacht. Aber wirklich einen Nutzer hat es hier nicht. Da ist ein Fernseher neben dem Bett und das Buch können wir nicht lesen. Die Musik ist auch etwas stressig und nervig, finde ich. Von der Siedlung. Es ist zwar schade, dass es hier einen eigenen Track hat. Es ist schade, dass es einen eigenen Track hat. Aber die Musik ist doch etwas zittrig und nervig. Mein Bo hat sich gleich verletzt, als wir hergezogen sind. Ich hätte ein Snowboard kaufen sollen. Schönes Zimmer, oder? Oh. Ich will dein Snowboard. Ich weiß, dass wir es brauchen. Gib was her, du kleiner geiziger Bu. Huch, jetzt bin ich aus Versehen dort drauf gekommen. Nein, jetzt komme ich nicht mehr raus. Das Ketzel hat mich eingesperrt. Ah, Eva. Ich habe schon gedacht, ich hätte mich nicht mehr am Ketzel vorbei drücke oder über die Katz drüber steige. Nächstes Mal wird er noch größer. Er ist fast fertig. Na dann. Was haben wir dann hier noch, Schönes?
Da können wir reingehen. Da ist etwas, was nicht zum gerenderten Hintergrund passt. Gleich mal hingehen. Schau die Karte an. Nimm die Karte mit. Wir gucken sie uns erstmal an und dann reden wir mit der Leute, ob wir sie mitnehmen dürfen. Das zeigt nämlich hier das Dorf links. Und dort sind noch interessante Umgebungen eingezeichnet. Aber wir fragen noch erstmal die Leute. Na? Ich hab gehört, der Alte ist ein erfahrener Bergsteiger. Man sagt, er kennt jede Ecke vom großen Gletscher. Na dann, wird es so sein. Heldentrank und Impfstoff. Was ist dann das Verzeichnis? Gucken wir uns jetzt auch nochmal an. Was haben wir dann? Wo ist es dann überhaupt? Na? Ganz unten. Impfstoff beugt anormale Zustände vor und Heldentrank verstärkt Statuswerte im Kampf. Okay. Ach Gott, wie die Katze immer machen. Mein Mann ist hergezogen vor 20 Jahren und ist noch nicht zurück. Ich müsste jetzt am Fuß von Geas Klippen sein. Es ist auf der Karte markiert. Okay, also ganz im Norden. Hört man mal mit dem Hausherr noch? Es ist fast unmöglich, die Nordgrenze ohne Karte zu erreichen. Falls Tibet, nimmst besser die Karte an der Wand mit. Danke, freundlicher Bär. Das nehmen wir doch natürlich auch. Ich nehme hier nicht einfach etwas, was man nicht hört. Schlüsselobjekt, Gletscherkarte. Ich finde es etwas unverschämt, wenn man dann einfach, nur weil man der Held von so einem Rollenspiel ist, durch hier marschiert und den Leuten irgendwas mitnimmt, irgendwas abnimmt. Das sind ja nur brave Mitbürger. Warum sind die hier in ihre Speedos? Habe ich von dem buckligen Hügel in die Stadt gehört, aber man hat mal gesagt, der Aufstieg sei verboten. Na toll, so war die Reise und dann das. Wir sind von der Costa del Sol extra zum Snowboarder. Jetzt reisen wir wieder ab. Ich wusste doch, dass ich die noch kenne, natürlich. Die haben einen Costa del Sol natürlich getroffen und haben gesagt, sie wollten von dort zum Snowboarder hier. Was ist das? Geh nicht zur Not raus und verbrennst dich. Okay. Nimm mich doch mal so an. Wo geht's dann hier? In eine Kneipe. Sehr schön. Und was sagst du? Willkommen, du siehst aus, als wärst du stark. Wenn du willst, höre ich dir ein bisschen zu. Ah jo, gern. Latsch sie weg, die Kuh. Gibt's dann das? Oder hört sie mal hier zu? Mir gehen sein Märchen auf die Nerven. Blöde Kuh. Langweilig dich. Da werden sie wahrscheinlich verlaufen und erfrieren, egal wie gut ausgerüstet ist da draußen, ist er eiskalt. Kein Mückchensmittag. Wollten ihr in den Norden ziehen? Das habe ich vor. Naja, wenn du an der Stadt vorbei willst, brauchst du eine Karte. Vielleicht ist noch ein Holz aufs Haus, er war früher Bergsteiger. Na dann. Hier wird als ein großer Gletscher im Norden aufgebrochen sein. Was war denn das? Bleibt es zu heiße Quelle? Weißt du, was ein Zetra ist? Und was mit dem Zetra? Ach, das gleiche mit dem alten Volk. Ja, in der Stadt hat man vor vielen Jahren gelebt. Sie hat die Fallner Käse und hat über vieles Bescheid gewusst. Was meinst du da? Ich hab jetzt jemand von der Annelien entführt und irgendwo hingebracht. Annelien und das alte Volk, das stimmt aber nicht. Aha, dann ist Eris Mutter von hier. Ja, das hatten wir schon. Das hatten wir schon. Ja, die verzählen nur miteinander. Ja, das wissen wir. Jetzt wissen wir Bescheid, dass Eris Mutter tatsächlich von dem Kuhkaff hier ist. Ich hab gehört, bei großen Gletscher gibt's eine Schneefrau, die warme Quelle hast, aber ich glaub, das ist noch ein bisschen, um Besucher abzuschrecken. Na dann, wird es wohl so sein, mein Lieber. Du weißt bestimmt Bescheid. Wieder zu der Zittermusik zurück. Und da sollten wir uns einmal runter ausruhen. Okay. Heute ist es kälter als sonst. 200 Gil bitte. Möchten Sie übernachten? Ja. Gute Nacht. Schlafe, schlafe. Du, du, di, di, bim, bam, 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 bim, badabim. Ja, so viel zu meinem A Cappella Kunststückchen hier. Aber ich wollte euch hier auch nochmal aber was zeigen. Und zwar, wie, apropos auch nochmal der X-Trank, ja. Wie geil ist dann das auch gemacht, wo man hier so einen Eischnitt sieht. Ich meine, klar, natürlich ist ja nicht offen, das ist ja völlig klar. Das ist ja nur perspektivisch so ein Schnittreihe, wie das teilweise auch Architekten machen. Also ich finde es großartig gemacht und wollte an der Stelle euch das auch nochmal extra zeigen, weil es definitiv echt wunderbar gemacht ist.
Okay, jetzt haben wir soweit alles, der Sache. Und ich mag jetzt mal ganz kurz rausgehen, damit ich hier nochmal speichern kann. Und die Sache an der Stelle mache ich jetzt auch wieder einen Cut. Und wir sehen uns morgen in der Eiszapfenregion wieder bei Let's Play Final Fantasy VII auf Pelzig. Also machen's gut und bis morgen dann zum nächsten Abenteuer, wenn es durch die Gletscherfelder geht, durch die Schneefelder geht, zum Gletscher im Norden. Bis dahin, Ayan Yankee.